Der Pfarrer möchte zuerst bei der Kirche seinen Dienst aufsagen, weil er Tina gestopft hat. Aber das lässt er nachher da wieder bleiben. Der Rolli ist wieder gut mit seiner preußischen Gspusi, aber er muss schon wieder verschwinden, weil seine Mutter ein Schlagerl getroffen hat. Und sie fliegt danach auch noch zu denen. Der Hubert geht den Philipp ein Geschreiberz zum Ausbessern. Aber da steht sie außer, dass dem das zu viel ist, auch wenn er sich zuerst drum gerissen hat. Der Michi muss nur mal kooperiert werden. Und drum fährt Leni jetzt auch für ein paar Tage in den Berg rein zu der Ivi. Der Till kauft einen brauchten Frack und verseucht die ganze Hirbe mit Fleih und alles muss gewaschen und ausgereichert werden. Danach stellt sie aber raus, dass ein Lorenz sein Hund die Fleih eingeschleppt hat. Das Bärli möchte seiner Alten etwas Liebs auf ein Video aufreden. Aber das wird nix und drum macht er mit ihrer ein griebiges Rendezvous in der Waldhütte. Der Hubert kauft sich zum Skifahren mit Frankie neue Skischuhe. Aber da kommt er nimmer raus und muss das vor der Kundschaft verstecken. Es fliegt aber auf. Und weil ihm das Ausziehen so herarbeitet, hat er einen weichen Hax und kann gar nicht zum Skifahren kommen. Sarah möchte ein Gemüsesafterl zusammenmischen, aber im Kühlschrank haben bloß mehr ein paar Saftnorgel drinnen. Und die hat der Pfarrer da reingestellt. Er möchte sie aber bessern. Als Hummerl hat vergessen, dass ein Pfarrer etwas Wichtiges ausrichtet, was er noch hinterrichten muss. Drum wird's von schlechtem Gewissen packt und bettelt alle Geschäftsleute an, dass ein Pfarrer vorlassend, weil er etwas braucht. Das kommt aber auf. An Rolli, seine preußische Pflegtochter, lädt etliche Freunde ein und sauft sie recht an und versaut dabei an Rolli sein Kanapee mit rotem Wein. Drum wird's vom Gewissen plagt. Aber den sein preußische Gspusi fliegt extra wieder heim, dass ihrer gut zureden kann. Und einer von den Freunden, der Jannik, hat ihrer recht gefallen. Der Philipp lässt von der KI eine Rede schreiben, die wo die Uschi halten muss. Eine Geschäftsführerin von einem anderen Brei lässt sie aber von der KI die gleiche Rede schreiben. Und drum machen die zwei Weiber aus, dass er nie dasselbe eine schreibt. Die andere glaubt aber nachher, dass sich die Uschi da nicht dran hält.